Ein redseliger Löwe im Tiergarten Schönbrunn. Ich weiß, dass der Direktor Bechland für uns Flieger viel gemacht hat. Wenn nichts Gegenstand was Besseres als ein Serengeti-Tapeten vom Möbelhaus Kika. Trotzdem können wir die Zoobesucher am Arsch lecken. Kein Urwachtelrieri während der Besucherzeiten. Ich spiel weiter auf Strohflöhe. Natürlich geben wir die stundenlange nichts tun und stocksteif herumliegen auf die Erde. Aber ich bin ein Sturschädel in puncto Freiheitsberaubung. Und das steht fest, der schönste Käfig kann Kenia nicht ersetzen. Andererseits bin ich total stolz, dass ich tagtäglich um etliche Stunden regungsloser bin als die Wachschakel mit der Bärenmützen vom Buckingham Palast oder der lebloseste Beamte im Wiener Rathaus. Aber das sind Sportsiege, die mich keinen Millimeter weiterbringen. Sei es noch Gensandorf oder Afrika, wurscht egal. Wenn sie die Zoobesucher geschlagen haben und die Werte heimgegangen sind, besser gesagt, die möchten wissen, wie jetzt aus sie niedersaufen, dann wird's für mich leibend. Sprich, ich mutiere zum quietschlebendigen Zirkuslöwen, renn wie ein Aufzug von einer Gitterwand zur anderen, hup wie ein Feldhaus über das Pseudo-Savannengras, drüber die Söhe aus dem Leib, dass alle Viecher im Zoo zusammenzucken und minutenlang mundtot sind. Ja, und noch meine Gehegekunststückerl und mein Brühanfall besteige ich Mucksmäuschenstühl und Zuchthengstgeil meine Nachtdienstpflegerin Edeltraut. Dieser fesche Kotz ist circa 150 Kilo schwer, hat himmelblaue Mukuagel, die Tudeln hängen nicht bis zu den Knie. Sie kommt aus dem südlichen Burgenland und versteht Deutsch. Die Edeltraut ist für mich nicht nur eine Sexbomben und eine super Liebesdienerin, sondern auch eine Herzensdame sondergleichen. Und warum? Sie frisst mir nie das Fleisch weg, was man Nacht für Nacht ins Gehege einschmuggelt. Weil sie ist eine begeisterte Vegetarierin. Das heißt, sie verschlingt tagsüber tonnenweise Hosenfutter und spätestens um 6 Uhr abends ist sie voll gesättigt. Ja, und was für mich das Wichtigste ist, der löwennarrischen Edeltraut kommt jedes Mal voll in das Puder und ich puders wahnsinnig gern, weil sie spürt mir keinen Orgasmus vor, wie meine reinrassigen Ex-Löwinnen. Die nur so dumm, als war die der Einzige auf der Welt, der es zum Höhepunkt bringt, sprich der G-Punkt-König aus Hitzinger. Aber in Wirklichkeit wollten meine hollerten Ekstasis nur ein Samenspender, genauer gesagt, ein Trottel, der so trat. Das noch ein paar Monate werfen können, groß im Bild mit den süßen Löwenbabys in alle Zeitungen sind. Und 2 oder 3 Jahre im viel größeren Weibergehege Kindergärtnerin Stühl, um der Käfig Einöde zu entgehen, derst ausgesetzt bist, wenn's kein Nachwuchs hast. Mir ist es bloß wurscht, die Edeltraut schluckt brav die Bühne. Ich kann spritzen ohne Ende, wir lieben uns. Heiraten ist nicht drin, das versteht's voll und ganz, obwohl es eine Burgenlanderin ist und nur 8 Jahre Volksschule hat, papalapap. Wir sind guter Dinge, das Pudern in der Nacht macht uns nach wie vor großen Spaß. Ja, und ich kann nur sagen, mein Gehege ist sicher ein bequemeres Liebesnest als die Parkbankeln und der Kieselboden im Schlosspark.